Wie süß. Jo, alles gut, gell? Jo. Normal bin ich so um 5:15, halb 6 im Stall. Heute Morgen tatsächlich das erste Mal schon so um 1:45. Gestern sind wir noch eine kleine Runde gegangen, dass sie wissen, es ist irgendwas. Da waren sie gut drauf. Und dann geht's los in Hänger und auf nach St. Engelmar. Immer wenn wir einen neuen Ochsen haben, ein bisschen bammelt, dass alles Vieh hat, dass alles funktioniert, dass ja nichts passiert. Darum habe ich nicht gut schlafen können. Um die 2 geht's, Maxl und Ben. Maxl ist abgerichtet, der geht schon Umzüge. Ben muss es jetzt lernen. Oh, Bolla. Natürlich ist immer eine gewisse Nervosität dabei. Aber wenn du nervös bist, sind die Ochsen nervös. Also musst du ruhig bleiben. Und wie machst du das jetzt? Mir die Ruhe von meinen Jungs holen. Beim Halfter umlegen, ein bisschen schmusen. Du bist noch ganz verpennt. Du bist noch gar nicht richtig munter, mein Schatz. Total tiefenentspannt. Und das ist auch wichtig, weil wenn die nicht entspannt wären oder so, dann kann das nicht machen, was wir machen. Das verloren wir nachher, dann stellen wir es halt einfach mal. Ein herzliches Grüß Gott bei uns in St. Engelmar. Das Engelmare-Suchen ist jetzt tatsächlich auch ein Jubiläums-Engelmare-Suchen, das 175. Brauchen wir denn wirklich Ochsen beim Engelmari? Ja, freilich brauchen wir Ochsen, weil das ja überliefert ist, dass der selige Engelmar, der Leichnam, auf einen Ochsenwagen hierher gebracht worden ist, wo jetzt die Kirche steht und dort beigesetzt worden ist. Und deshalb brauchen wir Ochsen. Wir schauen, ob es gut geht, wenn der Junge das erste Mal mitmacht hat. Langsam zurückrufen. Langsam. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich gehe auf Zeiten. Langsam, Dicker. Langsam und ruhig. Alles gut. Er hat schon ganz große Augen, der ist schon nervös. Ja? Ja, klar, so lange Hängerfahren hat er noch nicht gehabt. Und jetzt merkt er schon, dass was anderes ist wie sonst. Bei den Ochsen da ist tatsächlich immer ein bisschen Anspannung da, weil wir hatten ja auch schon die Situation, dass die Ochsen sich dann hingelegt haben, dann hat sich der Zug verzögert und so weiter. Ja, es ist ja für die Tiere mit dieser großen Menschenmenge dann auch gar nicht so einfach. Die bleiben. Ruhig, 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 ruhig. Ja, geh halt einmal rundum mit ihm. Ja. Der ist nervös, das ist alles okay. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, ist alles neu, gell? Das kennst du, das sind kleine Kläffer. Komm, nein, geh rundum mit ihm, komm. Ruhig bleiben, geh rundum mit ihm. Es wird heute eine spannende Geschichte, habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt so zuschaue. Aber wenn da heute mal die Musik spielt und der Gaudi ist, dann bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Jetzt sind es noch 6 Wochen bis St. Engelmar und Ben muss noch lernen, im Gespann zu gehen. Und das wollen wir heute einfach mal probieren. Gell? Mein Großer. Ja, Schlapuzzi. Das ist der Maxl, der kann das schon. Der ist der Profi eigentlich schon, was man da sagen. Aber den haben wir auch, wir auch abgerichtet, Zirke und ich, Maxl und ein Wickel haben wir miteinander abgerichtet. Da hat es gar keiner können. Jetzt haben wir das Glück, dass so einer schon kann. Der Ben kann es nicht. Der Ben muss von Maxl lernen. Werden wir dann heute einmal probieren, ob das funktioniert. Die Deichsel habe ich selber gemacht. Ist unten drin der Eisen drin, was ihr da seht, verstärkt nochmal. Das ist unser Übungsdeichsel. Normalerweise, wenn du so einen Ochsen abrichten tust, verreckt meistens so einmal so ein Deichsel. Also die brechen es ab. Und ihr seid Ochsenführer? Vorrangig haben wir Freund und helfen mir einer. Und wir sind eigentlich seit der ersten Stunde dabei und war immer schon Neuland, dass ein Ochs das tut, was der Mensch will. Weil normal, wenn der wissen darf, was er mit seinen Kilos anfangen kann. So, Bolzenschneider haben wir mitgenommen. Das ist das wichtigste Gerät. Also kann ich jederzeit sein, dass er sich irgendwie mit dem Horn verfangen oder so. Dann schneide ich ihn einfach ab. Eine Kette kann man ersetzen, aber ein Horn kann man nicht ersetzen. Du gehst aber ganz schön nah dran an die Hörner. Das ist gar kein Problem. Die kennen wir ja schon seitdem das klar sind. Die dürfen richtig aufpassen. Also die tut sich keiner den anderen weh oder irgend sowas. Wenn die vom Schlapfer da so einen Buckel drin haben, dann geht der mit dem Horn vom anderen, dann geht er da zum Augen hin und der bleibt stehen sogar, der andere. Und dann putzt er beim Augen das Wuckerl aus, mit dem Horn. Das können die. Die haben so ein Vertrauen, dass die das Wuckerl da rausputzen können mit dem Horn. Wenn man sich mal mit denen beschäftigt hat, dann merkt man, wie viel Feingefühl die haben. Also es ist dann auch immer, wenn man einen raustut, dann ist Geschrei.
wo geht der jetzt hin? Kommt der wieder? Und wenn sie dann merken, na, ist alles okay, der kommt schon wieder, dann beruhigen sie sich auch. Aber erstmal ist richtig Alarm. Wenn sie nachts draußen schlafen, dann liegen sie immer so, dass jeder den anderen sehen kann. Hunger haben die gescheit, gell? Schau, die haben schon fast einen Boden gefressen jetzt in der kurzen Zeit. 350 Kilo Hai ungefähr. Er hat eine Tonne, ungefähr 1000 Kilo. Und wenn man es noch sagt, vom Zugkraft zeigt das 4,5-fache vom Körpergewicht, dann kommt der spielend 4 Tonnen zu. So. Und den musst du da halten können. Ja, aber das können sie ja nie, wenn die jetzt durchdrehen würden. Auch nicht zu viert, oder? Doch. Wir haben immer einen Stock dabei, aber nicht um zu schlagen, sondern einfach, weil er den 8-mal größer sieht. Da bremst er ein. Wieso sieht er den 8-mal größer? Weil Rinder schlechte Augen haben. Und alles, was die sehen, sehen die so. Das ist der Grund, warum wir das mit denen machen können. Wenn ich den einfach so von unten hin tue, dann sieht er den riesengroß. Schau hin, wie er schaut. So richtig, da gehen die Augen auf und da sagt er, das ist so ein großer Stecker. Das muss ein Monster sein, der muss richtig Kraft haben, dass der den Stecker bewegen kann. Jetzt komm, Bub, langsam. Ja, ist schon gut. Ben, servus. Ist schon gut, Bub. Sie sehen auch immer so ein bisschen verschwommen und brauchen auch so einen Moment, um Lichtverhältnisse einzuschätzen. Wenn es jetzt hier sehr dunkel ist und du gehst ins Tageslicht, dann bleiben sie auch wirklich stehen und brauchen so einen Moment, bis sich das Auge an dieses hellere Licht gewöhnt hat. Da geht's ja. Komm. Langsam, lassen Sie sich ans Licht. Warum denn jetzt eigentlich Ochsen? Schnapsidee. Der Garten war da und er kam aus der Nachtschicht und hat gesagt, Mensch, ich muss ständig den Garten mähen. Und da stellen wir jetzt 2 Ochsen rein, weil wir Rindfleisch mögen wir beide. Wir haben 30 Jahre keine Viecher nicht gehabt. Also mein Opa hat Viecher schon aufgehört gehabt. So, dann hat er irgendwo mal noch alte Geschirre gefunden auf dem Speicher. Und dann hat meine Mama gesagt, red ihm das aus, das ist ein totaler Blödsinn. Und die sind so groß, die Viecher. Weißt du, der schon überhaupt, was der tut. Kim, geht's so. Auf geht's, Kim. Na komm. Und das macht ihr jeden Tag? Nee, das machen wir tatsächlich nur am Wochenende, weil wir ja Vollzeit arbeiten. Ich bin Schreiner, Bau- und Möbelschreiner. Ich bin eigentlich gelernte Konditorin, aber seit 3 Jahren tatsächlich im Büro im Kundendienst tätig für ein großes Möbelhaus. Und habt ihr euch auch kennengelernt im Möbelhaus? Nee, auf der Wiesn. Wir haben uns auf der Wiesn kennengelernt. Ich mache im Nebenbei mal Sicherheitsdienst noch im Käfer. Sich über den Weg gelaufen und das Reden angefangen und dann was passiert. Na, langsam. Brrr. Schau, jetzt geht er mal vorbei. Ja, dann drehst du um. Aber du gehst nicht zurück. Ruhig, Brauner, ruhig. Ganz ruhig, Schatzi. Ist schon wieder ein bisschen Panik, hä? Er ist schon ein bisschen aufgeregt. Das merkst du, weil er jetzt eigentlich gleich schon durch wollte und weil es ihm so ein ganz bisschen die Augen rausdrückt. Und wenn er gleich wieder scheißen muss, dann ist er nervös. Stehen bleiben. Ben, ruhig, Stehen ruhig. bleiben. Ja, ist alles gut, Großer, gell? Der Maxl ist total entspannt, der tut wieder kauen. Ja, der kennt das ja auch schon Der alles. kennt das. Ja? Dann gehen wir unten, oder? Auf geht's, Buben. Wir langsam, langsam, Hey, langsam, Bub, langsam. Brrr. der zeigt du volle Kanne. Du gehst zu mir, Vierer, und schaust, dass er nicht so gar bremsen wird, dass du mir einen Stecker vorhalten wirst. Langsam, Bub. Langsam. So ist er fein. Das ist ja fein. Bis runter an die Straße, da stehen bleiben. Dann gehen wir in die Straße rein. Komm, Maxel, auf, wie geht's? Kim, Sehr gut. komm, zieh an. Ja. Komm, zieh an. Und wisst. Komm, Ben. Komm, auf, wie geht's? Geh um mich. Langsam. Langsam. Der Idealfall ist halt dann einfach, wenn wir auch ganz gemütlich weitergehen können, ohne dass wir stehen bleiben müssen, wenn ein Auto kommt. Dass er einfach das Vertrauen hat, das Auto tut mir nichts, das kann langsam vorbeifahren. Bis, hot, komm. Du gehst ein bisschen wisst, Ben. Ruhig bleiben. So ist er brav, der Ben. Jetzt komm. So ist er brav. So ist er gut. Er hat noch ein bisschen Zeit, er braucht auch noch ein bisschen Zeit. Er muss das noch besser koordinieren. Also die Zeit bis Engelmari, die braucht er definitiv noch. Ist alles fein, Schatzi. Ich weiß schon, dass du nervös bist. Passiert dir aber gar nichts, ist alles gut. Und langsam, Bub. Langsam, Ben. Langsam. Brauchst nicht so viel. Ruhig, 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 ruhig. Der Wagen ist nicht so schwer, Ben. Langsam, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Langsam, Ey, Lorenzo. ruhig, 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 ruhig. Ruhig. Max, du musst ein bisschen gehen. Hey, ruhig. Brrr. Gut. Bist, Umi. Komm, Umi. Langsam, Ben. Langsam, ruhig. Ben, brrr. Bleib stehen, komm.
Langsam. Servus. Servus, grüß dich. Ruhig, der tut ja nichts, die kennst du. Ich fürchte schon, dass das heute nicht so ganz glatt geht wie sonst. Weil er auf jedes Geräusch, das er nicht gewohnt ist, sofort reagiert. Der zieht auch Und ganz schön. sofort gescheit anzieht, ja. Ey, langsam haben wir gesagt. Ben, langsam. Langsam und wisst. Und wir müssen schauen, dass der Wagen nicht schnell wird, wenn es steil bergab geht. Dann langen wir ganz fest in die Speichen vom Radl rein und bremsen wir das, dass der Wagen nicht unter die Füße vom Ochsen reinkommt. Ruhig, Bub. Vorsicht! Na, Vorsicht! Jetzt musst du aufpassen. Aufpassen, wenn es ruhig bin. Morgen! Ganz schön aufregend. Ja, so ist es. Aber jetzt wird er ruhiger. Es ist halt alles neu und da ist er gestresst. Und ist er Ja, super. das Schnalzen, gell? Ja. Also ich ganz ruhig ist er. Um 9 Uhr geht der Umzug los und dann kommen noch mal 3 Bollerschützen. Halt den der Oberschutz zu. Gehen wir, oder? Ja. Langsam losgehen. Ja. Langsam. Ben, komm rüber, komm. Ruhig, Dicker. Komm rüber, komm. Ein bisschen hart. Wisst, Ben. Zu wenig. Ben, wisst. Komm, wisst. Wisst. Langsam und wisst. Langsam, Ben. Ben, langsamer. Langsam, Bub. Langsam. Ben, langsamer. Langsam, Ben. Vorsicht. Bis jetzt ist Gott sei Dank einigermaßen gut gegangen, aber es kostet wirklich Kraft. Also für Seefahren und wir dann mit lauterem Bremsen. Jetzt die letzten Meter war super. Da hat er sich beruhigt, da hat er es schon mal gesehen. Ich denke mal, der Rest geht nachher auch so. Und nicht schlecht gegangen, oder? Ja, dann leichten Rechtsstrahl. Heute schon, ja. Ganz brav, ist schon gut. Wenn er weiter so geht, ist das alles in Ordnung. Und der merkt einfach, die deren dem nichts, die Leute jetzt, oder? Und die Ruß deren dem nichts. Jetzt ist der richtige Moment, wo der Leichnam des seligen Engelmar aufgefunden worden ist. Dazu läutet jetzt die große Glocke und wir bleiben in der Stille des Gebetes. Sind wir soweit? Jetzt müssen wir noch runter wieder am Kirchplatz. Der Endspurt. Hoffen wir, dass es gut geht. So ist er brav, der Ben, gell? Ja, Pferde kennst du, das ist gar kein Problem, gell? Bleib nur hier. Mei, er war halt ein bisschen zügiger unterwegs, aber da müsste man schon sagen, dass er es gut gemacht hat. Ja, ist halt immer eine Herausforderung, wenn du einen neuen dabei hast. Aber wir haben es geschafft und es ist keinem was passiert. Passt alles.